Halleluja. Gottes rata solle boi more kon zijn en nicht kon zijn. Wir moet stellen ons plus für die Bäume, wat we hier beirrt kan. Wir stellen uns nicht die Bäume für, wat in ons Leben zijn. En vandaag wil ik reden aan een droom wat ik hoor. En wat God mij wijst uit den droom. In den droom den hoor ik al meer jaar terug. Ik weet er niet ganz nou is dat het 2017 weer, maar in 2018. Wanneer ik in 17 moet je horen wat het zijn uitgangsjaar was. Maar anyway, dat was een droom wat zeer schrikkelijk voor mij weer. En ik heb God meermaals gevraagd, waarom hoor ik den droom? Ik had ook ganz klar den droom van zo doen en ik wil het vandaag te beloven. Die droom, die maakt mij, en deze reden wat ik vandaag brengen wil, zeer duidelijk naar kijken. Wat een mens zijn leven aangaat, wat zich met gedanken ramslaapt, dat hij zich wel zelfs afbrengen. Anders het leven oud. En ik wil den droom hier vertalen, dat wat als niet een ding wat mij dat lijst is. Maar ik wil het voor Gottes eer doen. Ik had een droom. 2 jaar had ik aan mijn zaal schmaken 22 pistolen. Een 6 schossen met een rol. En de andere had een hoon heen den optrekken. En mijn droom, ik maak den pistolen uit. Ik trok den op. Ik maak den unsafe, dat we uit hem schieten. En ik lig hem bar. En daar was het, wanneer ik den neem met de heen, bij heen zitten en zagen hier onderaan. En ik weer ganz uit hem aftrekken, doen maar weer 100% wakker. En ik val en ik check. En ik de pistool weer niet in bar. Ik ben God zeer dankbaar voor. Dat weer aan de schiefvloed gebleven. En toen heb ik klaar den pistool wat verteld.
En ik doe ook. En ik vertel mijn vrienden en droom wat ik gehoord heb. En wie verkauft dat ding. En hoe ik den dan verkauft, ik kom mijn leven dan gleich zo lang terug ganz naar Jezus hier van vernieuwen. Ik kom me losgemerkt van Jezus omdat ik dat weer aangeworden. En deze droom niet meer zoveel dat ik den pistool verkaufen wil. Maar dan hoor ik 14 daarna dan op iemand een schoft en denk aan droom. En ik wil niet gaan dat dit op iemand zo in mijn leven aan droom passeren dat ik zo weer te stot moet komen. God sei dank dafür. Ik heb al lang niets om droom gedaan. En wat ik door zag, wat zo toen zijn ziel met mijn leven geweest weer. Zo toen zijn ziel weer geweest. Mij wat door te krijgen, dat ik mij moet opnemen. Ik heb ook werkelijk gedanken gehad van mezelf opnemen. Veel meer wat je zegt, die drooms van wat je vol was. Een dag waar je was. En ik had die tijd toen niet. Ik moet mes aan die dag om mezelf opnemen. Ik heb met zo'n gedanken een beetje te laten, maar niemand moet duiken aan doen. Maar waren, wie ik had ik geen stond te komen over. Ik heb met zo'n gedanken gepleegd, dat ik wil mijn leven niet opduiken, dan wil ik liever sterven. Dan wil ik liever aan een accident moet te dood komen dat geen mens spreekt aan wat van leven ik werkelijk gehad heb. Zo'n gedanken had ik al gehad. En dat ik deze reden reut me ook, deze boodschap freut me ook, dan wordt mij dat klaar wat zo toen zijn ziel met mij geweest werd. Woeween, ik kom niet thuis meer. En mij werd het zo interessant wat ik vond van Bibelgrond. Viele mensen willen zeggen, ik heb vrijheid, ik kan doen met mijn leven wat ik wil. Galater 5:1 sagt ja, wir haben alles Freiheit, aber nicht zum Schlechten tun. Wir sollen uns aber nicht nur ins Slowenjahr bleiben. Römer 8:1 ist ganz klar beschrieben, du hast keine eine Verdammnis, der in Jesus Christus ist. Mein Trouble wird, ich verdamme mich fertig selbst mit den Dingen, was ich tue. Wohin verdamme ich mich? Dort wird, wenn ich die Dinge nicht über Zeit schafft, wo ich mich mit verdammt. Dort sagt du hast ja eine Verdammnis. Und ich habe immer den Trouble, ich verdamme mich selbst. Ich wollte den Vers mal lesen. Römer 8, Vers 1. Dort sagt es dit. Dann hast du nicht mehr zu verdammen und die, der in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so leben, als der Geist das verlangt. Nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber es ist der Geist das verlangt. Wenn Jesus seine Leute aus deinem mein Leben einkommt, du fang ich an abzuhören, mit so zu leben, als mein Fleisch das verlangt. Du fang ich so zu leben, als der Geist das verlangt. Mir wird het sehr interessant, als ik een Bibelvers vond in Hebräer 12, Vers 2, wo dat du sagt, über wat Jesus alles am Kreuz mitneemt. Jesus neemt Krankheit am Kreuz nach, dat vinden wir in der Bibel. Jesus neemt Sinn am Kreuz nach, dat vinden wir in der Bibel. Dat is mijn Entscheidung, als ik Jezus de dingen geven wil, of niet. Dat is mijn Entscheidung, als ik Jezus mijn zin geven wil, of niet. Hij neemt me die met vrede op. En dat is wat we vandaag zeer veel meer uitgelegd wordt. En zeer veel meer wat plötzlich zegt, Jezus heeft die zinnen ook vergeven. Jezus heeft die zinnen vergeven. En dat is ik zeer fijn, en niet worden in Christus maar aan de apostel dat hij niet ongevliet. Dat ik immer wat sterker geblieben. Aber du sagst noch mehr Dinge, was Jesus am Kreuz miteinander.
Ik wil een vers mal lezen in Hebräer 12, vers 2, dat zegt, weil wir Jesus immer am Auge houden, da den Glauben an uns angefangen hat und noch fertigmachen wird. Dat zegt is dit, weil wir Jesus immer am Auge houden, da den Glauben an uns hat angefangen und noch fertigmachen wird. Wenn Jesus an dein Leben noch nicht hat, im Glauben angefangen, dann ist das Zeit, dass das passiert. Wenn du im Verlangen noch hast, dann sieh, was du das fängst. Und dann sagst du, Jesus hat keinen Frieden haben, aber er nimmt das Leiden am Kreuz ab sich. Das sagt, Jesus hat keinen Frieden haben, aber er nimmt das Leiden am Kreuz ab sich. Und dann sagt dort, in der Schande. So als wenn das nicht wäre. Mir wird das eine schrecklich große Schande. Tenminste, früher gehen sagen, wie ich wie warst. Dat ich wie ein Hure warst. Mir wird das eine schrecklich große Schande, andere Menschen das können vertellen. Zum Anfang. Aber ich fand dort, auf eine Stelle mal in der Bibel, da wir in Timotheus zusammenlegen, dort ich so brav sein, mit meinem Zeugnis zurückgehen. Ich soll nicht gehen pochen, mit wer ich erst war. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Aber ich soll gehen sagen, von was Jesus mir hat Frie gesagt. Du hast Freiheit. Und das wird mir ein bisschen Schande sein. Und das sagt ich ganz klar, die Schande nimmt Jesus auch am Kreuz mit ab. Das, wo ich von diesem Tag sage, und alle Menschen, die kämpfen, mit sich selbst abbringen, viele wollen das nicht richtig sein, viele sagen, das liegt nicht. Du kannst denken, dass das eine große Schande ist, zu bekennen, wer sie wirklich gewesen sind. Und weißt du was? Das sagt dir die Schande durch Jesus auch am Kreuz ab. So wie aus Christerei unsere Schande auch Jesus te geben, dass Jesus uns Fleischbrüche kann, dass wir können Menschen sagen, das wird erst was sie, und Jesus hat mich frei gesagt von das. Ich habe das geprüft für das. Du bist eine Bitte, wenn du Kraft bist, und du bist als viermal, die erste paar Mal, falls ich das nur dem sehr schwach oder nicht, das hält nicht immer ein. Du musst klar merken, verdammt, sie nicht. Wenn ich Gott in deiner sehe, wenn ich Jesus Christus als Heiland angenommen, dann sehe ich nicht ein verdammter Mensch. Wenn ich einen Fehler gemerkt habe, kann ich auch nicht merken. Der Schande hat Jesus auch betont. Der hat auch alle am Kreuz mit abgenommen. Hebräer 13 saß. Ich wollte den Luther lesen. Hebräer 2, 14 und 15. Da Frage wäre mir sehr interessant. Dort sagt Jesus das. Und gerade so als die Kinder Fleisch und Blut haben, hat er dort auch für sich angenommen, durch seinen Tod will er durch den bösen Feind kraftlos merken. Dort sagt hier kraftlos merken. Der will so tun nicht merken, der will den ohne Kraft merken. Da wird dann der Gewalt über den Tod hat. Dat zegt hij, daar wordt dan wat je wilt over den dood hoort. Den kan Jesus kraftlos te merken. Neem een die dat aan dat zo toen kraftlos is. Dat is de onderscheid. Hij zegt hier, hij wil door dich. Den hij wil. Dat hij, ik wil nog eenmaal leren. Durch seinen dood wil hij door dich den bösen Feind kraftlos merken. Nicht alle Menschen nehmen das an. Sehr viel mehr, was je sagt, wo stark so tun ist. Und das ist so stark geworden an einem Mensch, dass er sich das Leben nimmt. Und weißt du was? Das ist bloß, wenn der Mensch den so tun hat, so weit gefordert ist. Dort. Vielleicht sagst du dann, oh ja, der Mensch redet schlecht über den. Das kann ein Ding sein. Wie soll niemand schlecht reden über einen Mensch? Menschen vermutlich kommen rauf, wenn die was an irdische Dinge durchgerannt. Die wird an irdische Dinge nicht anerkannt, mit dem, was die schaffen. Die wird bloß einmal durchgerannt. Das ist mal da. Die schafft so und die schafft so. Und dann die 15. davor sagt,
En du moet mir heute die Frie, die ihr Leben lang und todesfähig versloven werden. Hier sagt dat ganz klar, Jesus mir die Frie, die levenslang und todesfähig versloven werden. So, wat meint nicht todesfähig? Sehr viele Menschen, die haben mit Denkangst am Kopf, am Verstand, nu haben sie noch lebenslang mit rumgeflogen. Du hast noch lebenslang mit gekämpft. Und dort sagt Jesus, kommt um die Menschen frei merken von dort. Ich habe das angenommen. Die Angst, die ich einmal höre, meine Frieden können vertalen, die nehmen ein. Ich sage nicht, dass alle wen einmal was an der Eiche sich hoffen, dass bei uns steht. Aber wenn du nicht weißt, du denkst ja pro, was der Herr jetzt dir anbelangt, dann wird eine Weg oder der andere Weg nur eingehen. Und der todesfähig, was dort jaft, dat Fleisch hand te geven aan Jesus, oder dat Fleisch hand te geven, om een ander mens kunnen zeggen, wer ik werkelijk zie, dat hem einbrengen, dat kan bloß der Jesus doen. En aan Hebräer 13 saß, dort sagt, so kann wir vertrauen sein, der Herr ist der mich haupt, ich will mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? So viele Menschen, die sagen, oh, wegen mir haben sie durchgerannt worden, alles dort will ich sie, wie ich sie. Aber wenn ein Mensch sich auf Leben und den hat ich immer so durchgerannt, dort will ich vielleicht kann sein, so weit gekommen ist der ist. Da kann ich alle einig sein. Ab wem bietet der Mensch dann? Oder ab wem hat der Mensch dann Gebet? Hat er ab der andere Menschen Gebet oder hat er ab Gott Gebet? Wenn das Paar sagt, doch ganz klar, der Herr ist da, wer die Haupt, wenn die den hast angenommen. Da war es klar haben. Wenn wir den haben angenommen, dann ist der ans Haupt hat. Und dann sagt er, was kann ein Mensch uns anderen? Was kann ein Mensch mir anderen, wenn der Herr mir haupt? Du musst wieder klar haben, wie sind der Gott sagt, wie wir sind. Viermal kommen zwei selbe Dinge ab. Einer hat ein Ding, oder einer will tun und der andere will dasselbe Ding tun, okay. Soll ich mich Fuß durchgerannt feilen mit dort? Oder soll ich kreuz an dem Bloßblut und sagen, was kauft Gott das Nächste für mich? Viermal, da wir zu haben, arbeiten an uns Leute durchrennen von anderen Menschen, wenn der kriegt, aber ich will tun. Das soll nicht so sein. Viermal, wo wir nicht an, was von sehen, daher erst, wenn wir denken, nach mal losluten, oder ein anderer auch noch kommen, wo Gott sein. Oder dat een ander ook nog een goal heeft met dingen schoof. Trainen, wenn Gedanken an een mens draaien, wat zich pleegt, oder wat hij denkt, was zich dat leven te nemen. Dan wil ik je wat vertellen wat hij moet beleven. Ik wil moet bezien de persoon wat hij nodig kreeg. Dat de ervaren wat zich dat leven genomen. Dat leeft een mens aan. Der Frie ging dat zo slag. En vielleicht denkst du dann so, dann wirst du das Leben nehmen. Aber viele Menschen würden so denken, da will ich mit Leben nehmen, um andere Menschen was zu sagen. Weißt du, was die selbst sagen für mich zu sagen, als die ein von den anderen Menschen. Deswegen, die Menschen, die kommen dort und die verjeten. Verjeten vielleicht nicht, aber die kommen dort und die können das loslassen. Man kann sie in die Kraft haben, aber er das durch. Aber was ich hier sage, wovon schreibt dort Jaft an andere Menschen, dann stelle ich mich vor, was jetzt so ein Mensch entgehen, wo das wofür vier Dienste soll sich, wenn der war in der Halle kommt. Der hat noch ein sehr viel schreckliche Ding durch. Der hat eine viel größere Täuschung durch, als die Menschen, die hier bei ihr bleiben. Wenn die gar nicht Glück in der Halle nehmen, wenn die nicht böse. Und wenn die nicht Chance haben, zum böse, dann die gute Glück in der Hand nehmen, du sind die Menschen, die haben nicht die Chance. Ich reiche die Menschen nicht. Aber die Bibel sagt, wo man ans Leben geplant ist. Und da will ich einen Vers lesen, 2. Korinther 10, 4 bis 5. Und so eine Gedanke steht mit der Fuß genommen. Und dort sagt, du ganz klar,
wat wie kennen doen met onze gedanken. Viele mensen zeggen dat schafft niet. Doen is es, wat die Vater was, doen is, was die kriegen. Und dort sagt, dort Gerätschaft, da wie zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt, dort stammt von Gott, und deswegen hat dort eine Gotteskraft an sich. Dort kann jährliche Denken zu falsch in seiner Faust, dort falsch in seiner Faust erst zu nichts merken. Aber dort, wo Gott uns zum Kämpfen stellt, merkt wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, das sagt hier, wir nehmen alle Gedanken fast, dass der Christus gehorchen hat. Der muss der Christus gehorchen. Wir können sie Gedanken festnehmen und die merken Christus gehorchen. Menschen, die mit Dingen geprägt sind, sich verachtfühlen, sich leicht fühlen. Die können an sich anschließen und die Gedanken festmerken und tun, was andere Menschen von denen sagen und tun, was er selbst von sich denkt. Jesus Christus. Mit der Kraft kostet die Gedanken festnehmen. Und wir sind am Stehen, ich habe das geprüft. Vielmal ist das nicht ein leichtes Ding. Aber so tun als ein Steller und ein Vernichter, der wird das Probe stehen. In einer Apostelgeschichte 8, 22 und 23, dort sagt, Tierarm von den Lehen sein. Ich muss am Tier von meinen Lehen sein. Wat ich über mich selbst denke. Dort sagt es falsch ganz klar, ganz interessant, aber dann sagt es, en bet zum Herrn, wie mählich wird er die dort vergeben, dort die so eine Gedanken am Herzen gehört hast. Was wollen wir, die was von Harte beten, und wo das Hart voll ist, du wirst viel von reden, sag ich dort, ab und an steht, aber hier sag ich dort, die Gedanken, die am Herzen hast, über dein Leben, die wirst schlecht nicht, die wirst nicht zurück. Hier fragt dort eine Frau, wie mählich wird der Herr die dort vergeben, aber wenn du was in reichen sein Frau, dann waren die Gedanken vergeben worden. Dort ist ganz klar in der Bibel geschrieben, dass alle Sinn an Jesus abgetreten haben. Und dann sagt der 23. Vers, willst ich sagen, dass du voll Betternis bist und dass dein Hort und deine Sinn gebunden ist. Sehr viele Menschen, die mit denen zu kämpfen haben, der Hort ist nach dem Sinn gebunden. Die tun noch immer wahre Dinge, wo Jesus nicht gleicht. Und das sagt, willst ich sagen, dass du voll Betternis bist. Und hier ist ein Ding, wo ich sage, und du prüfst ich mich selbst. Über Betternis. Wenn ich immer weit über andere Menschen zu reden, oder ich weit immer uit zu beten, oder ich, das ist anders, oder was immer, ich kann nicht. Wenn ein Jährliche denkt, ich kann nicht mehr starten, aber das Jährliche denkt, was er noch denkt. Habe ich dann aber immer Betternis an mich? Habe ich Betternis immer an mich, dass ich mich selbst nicht mehr annehmen kann, wer ich bin? Wenn ich immer weit andere Menschen uitbeteren, habe das damit zu tun, wenn ich mich selbst auch einmal gleich uitbeteren und ich kann mich selbst noch nicht annehmen, was es ist, oder ich kann mich selbst noch nicht vergeben, oder ich kann die Betternis nicht richtig schaffen. 3 nu wordt aan 2 Korinther 10 geschreven wird, wie kann ich die Gedanken festnehmen? Wenn ich Betternis an mich habe, ich kann über die Betternis reden. Die Gedanken über Betternis kann ich auch nicht schaffen. Sehr viel mal ein Mensch, ich habe in meinem Leben gefangen, weil ich glaube, sei, wenn ich immer weit über einen Mensch zu sagen, dass erst wenn ich mich für uns selbst nicht annehmen kann. Aber ich muss gerade sagen, wenn ich so Dinge von einem Menschen, dass ich weiß, wo man Hände an den sie nicht haben. Du musst sagen nicht, dass die nicht kosten, nein, kicken, und so kostet die Mensch auch. Aber wenn ich bis immer und immer war, muss ich den Mensch uitholen. Erst dort, wenn ich mich selbst dann noch nicht annehmen kann. Dit ist die erste Rede an, wo ich von diesem Traum will vertellen. De nächste Rede will ich dann reden an geistlich gecheckt über den Traum, wo ich höre. Ich wünsche dir Gottes Segen und Gottes Frieden mit dir und wer immer du mit Kämpfen, mit Gedanken geprägt hast. Ich will in Gebet über dich sprechen, dass du in dem Namen von Jesus Christus bist du frei.
Nimmst du das an oder nicht? Laatst du, dass Jesus kann durchdringen in die Frie merken. Oder bist du stolz, ich sehe nicht die Person. Die schon hat Jesus auch am Kreuz nachgedrückt. Und die kostet alle loslassen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Das ist am Ende vom Jahr, wo ich dieses Video abmerke, und 2022. Und wenn du struggles, wenn du kämpfst mit 2023, wo dort alles was mit sich bringt, du merkst, vielleicht klar, du wirst das Jahr nicht durchleben, aber weil ich die Mut merke, lebe das mit Jesus durch. Gottes Segen.